Liebe durch Leistung, etwas, wo viele hier begleitet auf ihrem Lebensweg. Dass wir das Gefühl haben, wir müssen leisten, um Anerkennung und Liebe überzukommen. Oftmals ein unterschwelliges Programm, wo einem gar nicht bewusst ist. Und somit herzlich willkommen, ich bin Madame Mystik und nehme dich heute genau in das Thema mit. Um was es sich da eigentlich handelt und wie man das auch shiften kann. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und ja, haben oftmals das Problem, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen etwas leisten, damit wir überhaupt die Liebe bekommen. Und das fängt schon relativ früh an. Aber mit was es zu tun hat und wie man das shiften kann, in das tauchen wir jetzt ein. Warum du dich nie genug fühlst, hat genau mit dem Thema zu tun, und zwar Liebe durch Leistung. Man probiert Liebe und Anerkennung durch Leistung zu kompensieren. Kein Wunder, in der Leistungsgesellschaft, wo wir auch ziemlich früh schon vermittelt bekommen, wenn wir gute Leistungen erbringen, dass wir eben auch die Anerkennung bekommen. Schon in der Schule mit guten Noten oder wenn wir irgendwie im Sport eine gute Leistung erbracht haben und so weiter und so fort. Und das Thema drinnen liegt halt wirklich, dass Liebe Liebe ist, Anerkennung Anerkennung ist und Leistung halt Leistung. Es sind 3 separierte Themen. Und dennoch kompensieren wir es gern. Und das Problem ist, man fühlt sich nie genug gut. Man bestrebt immer noch mehr Leistung zu erbringen und noch mehr Anerkennung und Liebe überzukommen durch das, was man macht. Aber das Thema und das Problem dahinter ist, dass man durch die Leistung nie die Liebe und die Anerkennung wird bekommen. Das heisst, es ist unersättlich. Es wird nie zu dem Punkt kommen, wo man sich erfüllt fühlt. Weil, wie gesagt, Liebe ist Liebe, Anerkennung ist Anerkennung und Leistung ist Leistung. Liebe kommt man über, weil man einfach geliebt wird und das bedingungslos, weil es nicht an einen Wert oder an eine Leistung geknüpft ist. Auch eine Anerkennung ist etwas ganz anderes als Liebe selbst. Es ist ein Zuspruch. Und Leistung muss ja nicht erklären, was das genau ist. Falls du dich fragst, ist echt das Programm auch bei mir aktiv? Liebe durch Leistung. Dann kannst du dir genau die Frage stellen. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich genug gefühlt? Nicht, weil du etwas erreicht hast und nicht, weil dich jemand gelobt hat dafür, was du gerade gemacht hast, sondern einfach so, einfach weil du bist. Weil das ist ein unterschwelliges Programm, wo in uns alle irgendwo innewohnt. Und das hat einfach damit zu tun, weil wir eine Leistungsgesellschaft sind. Und viele dürfen lernen, sich von dem, ich sage jetzt, Liebe durch Leistung dürfen abzulösen. Weil, da kommt ja auch mit, dass man dann immer in Leistung und Druckmodus ist, oder wie wir es so schön sagen, in der Schweiz, man hat Hummeln im Arsch. Und hat immer das Gefühl, man muss sich etwas tun. Klar kann dort natürlich auch der Aspekt drin hineinkommen, Verdrängungsmodus. Und da wären wir natürlich auch beim nächsten Thema, und zwar, dass man eben auch gern Liebe durch Leistung kompensiert, weil man verdrängen will, also Workaholic. Nicht, weil man nur einfach Anerkennung will dort für sich gewinnen, sondern halt eben, weil man vielleicht auch Angst vor dem eigenen Gefühl hat, vor der eigenen Liebe und vom Thema in Selbstwert hineinzukommen. Ja, das kann Angst machen. Für die jetzt vielleicht denken, wieso soll das Angst machen? Wir sind sehr gute Verdrängungskünstler. Und was uns muss bewusst sein, wenn wir in unseren Selbstwert kommen wollen, hat das oftmals mit einer Erkundungstour zu tun, mit den Emotionen, wo alles andere als angenehm sind, weil man vielleicht muss lernen, Grenzen zu ziehen, damit man überhaupt in der Selbstwert und in die Liebe hineinkommt. Dass man nicht immer nur im Aussen ist, sondern eben auch für sich selber.
Liebe durch Leistung wird schon sehr früh definiert. Und zwar durch unser Erziehungsmodell. Und das ist nicht, weil unsere Eltern es nicht gut mit uns meinen, sondern weil wir die Anerkennung durch die Liebe, die wir überkommen, sehr gern mit Liebe definieren. Und zwar kennen wir sicher alle, wir schreiben eine gute Schulnote und was hören wir? Gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Und wir verbinden es automatisch mit Liebe. So, und was passiert? Wir verknüpfen in unserem System, dass wenn wir etwas gut leisten, eben auch die Liebe und die Anerkennung überkommen. Und nochmal, wie gesagt, das ist nicht, weil unsere Eltern das nicht gut mit uns meinen, sondern weil sie uns auch Möglichkeiten möchten geben für die späteren Schritte. Das heißt, dass wir halt eben durch eine gute Leistung auch zum Beispiel gute Chancen haben für eine Lehrstelle, einen Job, wie auch immer. Aber wir dürfen nicht vergessen, genau diese Sätze sind ja oft an Bedingungen geknüpft. Und da ist natürlich auch ein innerer Glaubenssatz. Ich bin nur dann wertvoll, wenn ich etwas leiste. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Wir verknüpfen es einfach so. Unsere Eltern sagen das nicht, weil sie unsere Leistung an Liebe verknüpfen. Klar, es gibt natürlich Eltern, bei denen kommt man wirklich nur Liebe und Anerkennung über, wenn man auch leistet und sonst halt eben nicht, weil sie in dem Moment am meisten Liebe zum Ausdruck bringen können. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir persönlich verknüpfen das dann durch Anerkennung und durch die Leistung, die wir vollbringen, dass wir halt eben vielleicht genau das unterschwellig mitnehmen ins spätere Leben. Und irgendwann das so zu einem automatischen wird, dass wir es nicht mehr davon trennen. Und dann bleibt das einfach ein unterschwelliges Programm, wo uns überhaupt nicht dienlich ist. Und was entsteht eigentlich aus dem Ganzen? Ganz klar ein Innenkritiker, wo einem immer wieder anführt, noch mehr Leistung zu erbringen. Und unter anderem auch ein extremer Perfektionismus. Aber wichtig ist zu verstehen, dass der Innerkritiker eben nicht die Wahrheit ist, sondern ein Echo von Erwartungen. Also so Sätze wie, das langt nicht, du hättest das besser können, andere schaffen das auch, wie man vielleicht in schwierigen Lebenssituationen ist. Das ist genau das, was nachher passiert. Ein Bewertungssystem, ein innerer Kritiker, wo einen Perfektionismus anstrebt. Und die Stimme kennen wir wirklich alle. Ich glaube, keiner ist von dieser inneren Stimme befreit. Wir halten sie eben leider für eine Wahrheit, die Stimme. Dabei ist sie einfach wirklich nur ein Echo von Erwartungen, die wir irgendwann übernommen haben. Also das heisst von Eltern, von Lehrern, von der Gesellschaft. Und der innere Kritiker ist nicht die Realität. Er ist eine Stimme, die wir gelernt haben und die wir auch wieder verlernen können. Was meine ich mit verlernen? Das heisst, wenn es uns nicht dienlich ist, haben wir auch die Möglichkeit, die Stimme wirklich loszulassen und dort wieder in eine, ich sage jetzt, in eine gesunde Balance zu kommen, was eigentlich Leistung ist, was Liebe und was Anerkennung ist. Und was natürlich auch entsteht, ist eine unsichtbare Messlatte. Kennen wir doch alle. Wir messen uns an einem Leistungswert, wo irgendjemand einmal gemacht hat. Und wer ist der irgendjemand? Ich kenne den nicht. Und dennoch messen wir uns an dem. Und darum auch eines von meinen Lieblingsthemen, wo ich mich immer wieder frage, wer hat überhaupt die Messlatte festgelegt? Was für eine Leistung, dass wir erbringen müssen, was normal ist, was nicht normal ist und wo Perfektionismus anfängt und wo sie aufhört. Hast du deine eigene Messlatte festgelegt? Oder
Hast du sie übernommen von Eltern, von der Schule, von Gesellschaft, von Social Media oder einfach, wie es andere Leute machen? Und das ist ja genau eigentlich so paradox. Wir haben einen riesen Leistungsdruck, wir haben einen riesen Perfektionismus und dann natürlich noch der innere Drang von Liebe durch Leistung und Anerkennung an einer Messlatte, wo wir nicht einmal wissen, wer sie erschaffen hat. Was natürlich der Endeffekt ist, es ist ja eine reine Illusion. Weil jeder bestimmt ja selber seine Messlatte. Und da wären wir eben genau die Messlatte, die unsichtbare, ist ja genau der Leistungsdruck. Mit dem unterschwelligen Programm von Liebe durch Leistung und Anerkennung. Wir selber haben es in der Hand, was für eine Messlatte, dass wir hier anstreben, ob die überhaupt in uns existieren. Und ich kann nur für mich reden und dir etwas ganz Wertvolles mitgeben, wo dir vielleicht auch hilft. Und zwar, es ist am besten, wenn man erkennt, dass die Messlatte und die ich sage jetzt, ja, Skala, erkennt, dass das eine Illusion ist und sie wirklich aus dem System einfach loslässt und revidiert. Und irgendwann wird die Aufopferung, also die Leistung, die wir kennen, als Überlebensstrategie. Und es ist einem gar nicht bewusst, weil man ist immer nur am Tun, am Leisten, kommt eigentlich gar nicht zurück über, weil man kann ja die Liebe und die Anerkennung, das Fass kann man nie füllen, weil Leistung ist Leistung und Liebe ist Liebe und Anerkennung ist Anerkennung. Ich sage es nochmal. Und doch kommen wir natürlich zu etwas, eines von meinen Lieblingsthemen. Und ich muss ehrlich dazu gestehen, ich bin wirklich selber in dem Thema drinnen gsi. Ich betitle das als das Mutter-Teresa-Syndrom. Und zwar, ich bin dann wertvoll, wenn ich für andere da bin, wenn ich gebe und dann werde ich auch geliebt. Das heisst, wir säckeln nur noch um für alle anderen und man fühlt sich ausgemergelt. Und darum eben auch Überlebensstrategie. Weil es ist irgendwann nur noch ein Modus, wenn man das jahrelang macht, wo man einfach das Gefühl hat, ja, es ist ein ständiger Kampf. Es ist ein ständiger Kampf. Und da kommen wir natürlich zum Thema, wo einem plötzlich bewusst wird. Und das weiß man in dem Liebe durch Leistung, ist man sich dessen am Anfang nicht bewusst. Und zwar, du musst nicht leisten, dass dich Menschen lieben. Wenn dich Menschen wirklich lieben, dann lieben sie dich bedingungslos. Ohne an eine Bedingung geknüpft, ohne an eine Leistung geknüpft oder was auch immer. Und das kann man einfach in dem Mutter-Teresa-Modus, kann man das einfach nicht anerkennen. Es ist einem dessen gar nicht bewusst. Und das ist so schade, weil wenn es einem bewusst wird, kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt ist Angst zum Loslassen. Weil man hat jetzt immer irgendwie ein Gefühl, ein inneres Gefühl, man kommt irgendwie ja Anerkennung über, weil man Zeit und ja, ich sage jetzt Zeit und Leistung investiert für andere, weil man für sie da ist. Das gibt einem irgendwo schon ein gutes Gefühl, nur die Batterie von der Liebe, vom Herzen, von all dem füllt sich ja nie auf. Und dann hat man eben auch Angst, plötzlich die Menschen loszulassen, obwohl es einem gar nichts zurückgibt. Wenn man die Erkenntnis hat, dass man eigentlich in einem Mutter-Teresa-Syndrom ist, in einer aufopfernden Leistungshaltung, in einem Überlebensmodus, dann macht das einem plötzlich Angst, dass man Platz macht im Leben und die loslässt, wo man immer nur leistet und dann wertvoll ist. Oder das Gefühl hat, man sei wertvoll. Und das ist unglaublich schade. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein Lebensgarten. Du hast einen begrenzten Lebensgarten.
Und all die Menschen stehen als Pflänzchen irgendwie symbolisch in deinem Lebensgarten. Und du bist immer nur am Hegen und am Pflegen, bist am Investieren, aber du kannst nie mal eine Ernte davon nehmen. Geschweige, du kannst nicht einmal die Pflanzen irgendwie anschauen, weil sie irgendwie mal schöne Blüten tragen und dich irgendwie bereichern, sondern es ist ein ständiger Kampf, um irgendetwas aufrecht zu erhalten. Also so halb verdorrte Pflanzen. So. Und irgendwann ist es der Zeitpunkt da, vor allem wenn man das Mutter-Theresa-Syndrom anerkennt, dass man quasi die Pflanzen einmal auszupft. Und ja, das macht Angst, weil vielleicht genau der Lebensgarten nachher relativ leer erscheint. Und wenn man denkt, oh Gott, jetzt bin ich ja allein. Aber jetzt kommt das andere, was man eben nicht ganz versteht im ersten Moment, dass man halt eben auch neue Pflanzen ansetzen kann, Platz machen kann für neue Menschen, für neue Qualitäten, wo zum Beispiel eben genau nicht durch Aufopferung entsteht, sondern Menschen, die einem lieben, weil du genau so bist, wie du bist und du nicht musst irgendeine Leistung erbringen. Und was auch noch dazu kommt, also die Folge von dem Ganzen, wenn man in dem Mutter-Theresa-Syndrom ist, die eigenen Bedürfnisse werden wirklich ignoriert. Die stellt es völlig in den Hintergrund, weil alle anderen sind wichtiger und mich selber nicht auf dem ersten Platz vom Leben. Und dann kommt natürlich Erschöpfung, weil es ist schon Aufopferung, es ist eine Überlebensstrategie irgendwann. Und das wird ja irgendwann auch normal. Es wird normal. Es ist ein unterschwelliges, wie soll ich sagen, ein unterschwelliger Modus, der einfach läuft. Und irgendwann sieht man gar nicht mehr, dass man da irgendwo in einem Überlebenskampf ist, emotional, wenn es um Liebe und Selbstwert geht. Ja, weil es halt einfach, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es ist dann halt alltäglich. Genau. Und dann opfern wir uns auf, in der Hoffnung, dadurch Liebe zu verdienen, aber Aufopferung ist eben nicht Liebe. Und wie einmal gesagt, wenn Menschen dich wirklich lieben, dann ist das nicht an Bedingung geknüpft, sondern dann ist das bedingungslos. Du darfst einfach so sein, wie du bist. Und Liebe basiert auf Geben und Nehmen und das ist in Balance. Die Folge, wenn Leistung zur Last wird. Ganz klar ein innerer Druck. Also der ständige Antrieb, noch mehr zu leisten, noch höherer Erwartung gerecht zu werden, erzeugt einen permanenten inneren Druck. Weil, kommen wir einmal mit der imaginären Messlatte, wo ja nur eine Illusion ist, der Perfektionismus und der innere Kritiker werden natürlich, je länger so eine, ich sage jetzt so eine Modus läuft, natürlich auch immer extremer und lauter. Dann kommt dazu Durchstress und Versagensangst. Man kann nicht damit umgehen, dass man einfach auch einmal etwas nicht gut macht, weil ja eben, wie ich schon erwähnt habe, Leistungsdruck in der Kritiker Messlatte. Also das heisst, es kommt zu chronischen Anspannungen und eine riesige Angst, nicht gut genug zu sein, werden zum ständigen Begleiter im Alltag. Und dort, das nimmt natürlich, ja, einen so grossen Platz ein, dass natürlich Selbstliebe, Selbstwert gar keinen Raum mehr hat, um irgendwie dürfen zu existieren oder grösser zu werden. Und für viele nicht nur eben die chronische Anspannung, also im Nervensystem, dass natürlich auch der Cortisolhaushalt enorm steigt, sondern halt eben auch körperliche Erschöpfung, wo man immer das Gefühl hat, man ist einfach dauergestresst und natürlich, man ist müde. Der Körper mag nicht mehr, weil er immer leistet. Und dann die emotionale Erschöpfung. Also egal, was du erreichst, es fühlt sich nie genug an. Und die kleine Frage, oder die leise Frage, die bleibt, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts leiste?
Es ist schon fast wie eine Sucht, dass man immer leisten muss. Und das ist natürlich nicht schön und die emotionale Erschöpfung kommt, weil ich sage es nochmal, es ist so, ich weiß, es ist nervig, aber Leistung ist Leistung und Liebe ist Liebe. Punkt. Du kannst durch Leistung keine Liebe erfahren, geschweige überhaupt die emotionale Batterie füllen. Und da kommen wir zu einer Frage, die mir sehr, sehr geholfen hat. Und zwar, würdest du einen Menschen, den du liebst, nur dann wertvoll finden, wenn er perfekt ist, ohne Ecken und Kanten, in vollem Perfektionismus, in vollem erfüllter Maßstab, alles drum und dran? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, weil das macht ja den Mensch individuell einzigartig und eben das Unperfekte macht ja perfekt. Die Frage ist halt einfach, warum gilt für dich selbst ein anderer Maßstab? Ich meine, wenn wir zum Beispiel Menschen anschauen und unsere sozialen Kontakte anschauen, wirklich Menschen, die wir lieben, dann nehmen wir sie ja so, wie sie sind. Und ja, vielleicht ist eine Zahnlücke, vielleicht eine krumme Nase, vielleicht irgendwie etwas Individuelles und einzigartig in Charakterzügen, vielleicht jemand, der schnell emotional aufbrausend ist, aber genau das liebst du an dem Mensch. Wieso kannst du denn nicht genau das Gefühl, wie du die anderen Menschen wahrnimmst, halt eben bedingungslos, nicht auf dich spiegeln, nicht zu deiner Person so zu nehmen? Mir hat das sehr, sehr geholfen in einer Spiegelübung, das zu verstehen, dass, ja, das auch für mich gelten darf, für mich selber, mit mir, wie ich mit mir umgehe, mit meiner Liebe, und wie ich mich selber nicht darf. Und da nehmen wir einmal einen Blick auf die sogenannte Messlatte, und das wäre eben Liebe durch Leistung und Perfektionismus. Und zwar, Veränderung beginnt ganz anders. Und zwar nicht damit, besser zu werden, sondern damit zu hinterfragen, woran du deinen eigenen Wert ermessest. Und das sollte nicht ermesst werden durch die, ich sage jetzt, imaginäre, illusionierte Messlatte, durch den Perfektionismus oder durch die Leistung, sondern für die Selbsthingabe, Selbstliebe, Selbstwertschätzung, alles, was das Selbst betrifft, wie du mit dir umgehst. Und auch noch etwas, ein fremder Maßstab. Vielleicht bewertest du dich nach einem Maßstab, der nie dein eigener gewesen ist. Und dir ist das vielleicht gar nicht bewusst gewesen, sondern du hast ihn einfach übernommen von anderen und nie hinterfragt. Und genau mit dem kann man sich sehr gut reflektieren. Einmal der Messstab überhaupt wahrzunehmen, wie sieht er überhaupt aus, anerkennen, dass er einfach eine absolute Illusion ist. Wir müssen unsere Leistung nicht irgendwie durch eine Messlatte definieren, geschweige denn die Liebe damit zu verknüpfen. Und das ist genau etwas, wo man sehr, sehr gut in einen Shift-Prozess kann gehen, vor allem, wenn man sich bewusst wird, Veränderung beginnt nicht damit, besser zu werden, sondern damit zu hinterfragen, woran du deinen Wert misst. Und das sind alles innere Prozesse. Und das sind Qualitäten, wo du auch wieder mal in dir darfst sehen und lieben lernen und nicht das, was du nach außen leistest. Aber wie geht man jetzt eigentlich um mit dem inneren Kritiker? Kennen wir alle, so die Innerstimme, die ganz laut ist. Vor allem, wenn man im Modus ist, Liebe durch Leistung und der Leistungsdruck hat und einfach emotional nicht dort rauskommt. Und zwar erkennen, es ist einfach nur eine Stimme. Also der innere Kritiker fühlt sich zwar real an, aber er
ist nicht die Wahrheit. Er ist nur eine Stimme, ein Echo alter Erwartungen oder aller Erwartungen. Und du kannst wirklich lernen, ihn zu beobachten, aber ihm nicht zu glauben und die Beachtung nicht zu schenken. Wir dürfen in den Moment kommen, in das Bewusstsein, dass man sagt, okay, die Stimme ist laut, aber ich widersprich auch einmal. Oder ich richte auch mal das Wort gegen ihn und sage einfach mal, und das habe ich gemacht, ich bin ganz ehrlich, ich sage dem auch meine Kopfstimme, also bei mir ist viel Kopf, wo dann eben sagt, ja, Ego und Modus und Zeug und Kompensation und hast nicht gesehen und sowieso, dann sage ich mehrmals, oder hat das mehrmals am Tag laut gesagt, halt dies Maul. Es ist wichtig, dass wir lernen, einfach auch einmal die Stimme ruhig zu stellen, mal zu widersprechen und nicht einfach nur immer die Bühne zu geben und den Raum zu geben, dass da laut sein und darf machen, was er will. Du darfst, wenn du eine ganz laute Stimme in dir drinnen hast, darfst du wirklich auch mal sagen, heb dein Maul. Du hast jetzt einfach nichts zu leisten. Und ich habe mir das wirklich laut müssen sagen. Ein paar Mal am Tag. Ganz laut. Nicht nur innerlich denken, sondern laut aussprechen. Sei jetzt einfach mal ruhig. Du hast jetzt da nichts zu melden. Und ja, vielleicht passiert die ersten paar Mal, wenn du das machst, nicht viel. Aber irgendwann kommt der Moment, wo etwas passiert und die Stimme wird ruhig. Und das ist, weil du genau dem inneren Kritiker dieser Stimme keinen Raum mehr und keine Plattform mehr bietest. Du fängst an, einen Modus, der lang gelaufen ist, zu unterbrechen. Indem, dass du mal Raum einnimmst und selbstbestimmt sagst, ich möchte das nicht mehr so. Und das ist auch hier bei Liebe durch Leistung ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir müssen das nicht tolerieren. Wir sind die Einzigen, jeder für sich selber ist dafür verantwortlich, aus dem Modus auszusteigen. Keiner kann uns das abnehmen. Sondern wir dürfen auch Grenzen setzen und ganz klar sagen, fertig, stopp, change, shift. Denn, was auch noch dazu kommt, ist, und das finde ich etwas ganz, ganz Wertvolles, entwickeln eine zweite Stimme. Und das ist eben genau das. Man muss sagen, stopp, fertig, finito, du redest jetzt nicht mehr weiter. Und zwar kultivieren eine mitfühlende innere Stimme. Die sagt, es ist okay, du darfst Fehler machen, du bist auch ohne Leistung etwas wert. Die Stimme ist dein Verbündeter und es soll auch die Stimme sein, die sagt, bist jetzt einfach mal ruhig. Es ist jetzt gut. Wir müssen jetzt nichts mehr leisten, du kommst jetzt keine Bühne mehr über, sondern es geht darum, dass du, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Engeli und Teufeli. Wir haben immer so ein bisschen eine Engelsstimme in uns drin, die oftmals ein bisschen kleiner ist, und so ein bisschen eine Teufeli-Stimme, wo Ego und halt wirklich kopflastig, sehr leistungsorientiert, ja, und auch sehr rabiat mit uns umgeht. Und auch der innere Kritiker ist dort wunderbar verankert in dieser Teufelsstimme. Und dort ist einfach auch wieder schön, wenn man so ein bisschen die Engelsstimme in sich selber wieder aktiviert, wo einfach mitfühlend ist, liebevoll, wo eben auch wieder einmal die Liebe in einem aktiviert in Form von Wort. Weil Worte haben Macht. Worte sind Magie. Und wenn wir nur tolerieren, dass so destruktive Worte in uns geschehen und immer den Platz einnehmen, dann werden wir immer in dieser niederschwingenden Frequenz drin bleiben. Wenn wir aber uns bewusst wieder einmal die Engelsstimme aufschalten, und ja, auch die Engelsstimme, die kann auch mal sehr betonend sein und sagen, hey, heb jetzt mal das Maul. Dann kommt wieder ein ganz anderes Gefühl in uns drinnen und dann verschwindet eben auch die ganz laute Stimme von dem
Lauter, mühsamer innerer Kritiker. Die wichtigste Frage ist also nicht, bin ich genug gut, sondern nach wessen Maßstab bewerte ich mich eigentlich? Was heißt jetzt das? Nach dem Maßstab, was die Leute von mir erwarten und welche Leistung das ich erbringe und dementsprechend mein Wert und die Liebe definiert. Weil Fakt ist halt einfach echte Freiheit. Aber nicht nur Freiheit, sondern auch Liebe beginnt mit Selbstannahme. Und da wären wir auch wieder beim Thema Selbst, also Selbstwert, Selbstannahme und so weiter, Selbstliebe, Selbstfürsorge. Und das ist ganz wichtig, das dürfen wir genau in dem Prozess von Liebe durch Leistung, wenn man dort aussteigt, wieder aktivieren und anerkennen für sich selber, dass man nicht nur immer liebevoll im Aussen ist und ich sage jetzt fast Liebesleistungen erbringt, sondern dass man eben die Leistung für sich selber auch nimmt. Also Me-Time, sich wieder mal einfach selber beschenken, weil man sich selber das der Wert ist, sich selber eine Freude zu machen. Das sind alles Sachen, wo man dann eben immer nur im Aussen für andere tut, aber für sich selber nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes. Also echte Freiheit und Liebe beginnt mit Selbstannahme oder halt eben mit dem Selbstwert, wenn man den wieder definiert und dort aussteigt durch den Leistungsmodus. Und zum Abschluss kommen wir zu einem der schönsten Sätze, wo mich unglaublich geprägt hat, wo mich auch heute noch tief berührt. Und zwar, Selbstliebe ist der Anfang von einer lebenslangen Romanze. Und das mit sich selber. Und das ist so etwas Schönes und das hat mich so berührt, weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir das Thema Liebe durch Leistung anschauen und der Modus, wo plötzlich anfängt, wo einen Kettenlauf generiert, wo man fast nicht mehr daraus rauskommt, ist es ja so, dass man sich so nach Liebe sehnt und ja, nach einer Verbindung, dass man ganz vergisst, dass man eine der wertvollsten Liebesverbindungen eigentlich mit sich selber kann führen. Und da kommen wir natürlich auch zum Punkt, wenn wir das Resonanzgesetz anschauen, ich will es jetzt gleich noch erwähnt haben, und zwar, dass wenn wir in einer Mangelhaltung sind, werden wir nur Mängel anziehen. Wenn wir in einer Haltung von, ich sage jetzt einmal kitschig, in einer eigenen Romanze mit uns selber sind, in einer tiefen Verbundenheit in Liebe, dann können wir das auch im Aussen anziehen. Und das natürlich auch mit zum Beispiel eben genauso Pflanzen, Menschen in dem Lebensgarten, wo so liebevoll mit uns umgehen und halt eben nicht an Bedingung knüpft. Nicht an Bedingung knüpft. Und natürlich, das kann sich auch in jeglichen Situationen zeigen. Das heißt zum Beispiel in Form durch Jobs, wo einen im Herzen berühren, zum Beispiel durch wunderschöne, liebevolle Momente. Also das ist schon keine Grenze gesetzt. Das ist halt einfach ein Resonanzprinzip. Oder, wie wir es auch kennen, eher negativ behaftet, Ursache, Wirkung, Karma. Karma ist nicht nur negativ, sondern wenn man ja Karma würde betiteln, ist es Ursache und Wirkung. Und wenn wir ich sage jetzt, in unserem Lebensgefäß, wo wir hier ja, als Körper, Geist und Seele natürlich die Wirkung von Liebe haben, dann haben wir auch die Ursache aussen dran, dass natürlich Liebe zurückkommt. Und dann ist, ja, Liebe nicht mehr durch Leistung. Und da möchte ich einfach dazu sagen, ich befinde mich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren auf dem Bewusstseinsweg,
Und ich kann ganz, ganz intensiv müssen an dem arbeiten, Jahrzehnte, mit meinem Selbstwert. Ja, han müssen viel Menschen loslassen. Und das macht am Anfang ganz, ganz fest Angst, wenn man in dem Modus ist, Liebe durch Leistung, weil man das Gefühl hat, man ist nachher allein. Und ich kann nur eins sagen, falls das bei dir genau das Thema ist, es lohnt sich. Du musst keine Angst haben vor dem Alleinsein, weil genau die Stille, die braucht's einen Moment lang, damit du dich selber im Innen wieder hörst. Und quasi, wie so, ich finde es halt einfach am schönsten, es ist doch einfach schön, wenn man wie ein leeres Blatt hat und dann kann neu kreieren. Oder der Lebensgarten einfach mal einen Moment lang leer ist und du darfst neu kreieren. Was willst du wirklich anpflanzen? Und was darf gedeihen? Im ersten Moment sieht man nur die Angst dahinter vor dem Schritt, wenn man vielleicht muss Sachen loslassen. Aber sieht das Potenzial dahinter. Und es ist etwas ganz, ganz Schönes und etwas Wertvolles. Weil du kannst im Grunde genommen wie einen Neuanfang machen, dich neu definieren und ein ganz grosses Deep Diving in dir selbst machen, wo du dich auch selber einmal viel besser kennenlernst. Und das ist etwas Wunderbares. Das heißt, du kannst dein eigenes Potenzial komplett ausschöpfen. Und ich möchte das mit diesen Worten schliessen. Ich würde mich mega über einen Kommentar freuen, über ein Like, über ein Abo. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir aber ganz fest weiter. Und ich finde immer, Magie gehört geteilt. Also, falls du das Gefühl hast, ich erkenne da jemand wieder in meinem Umfeld und diejenige Person braucht genau den Impuls, dann sei doch der magische Reminder und verteile ein bisschen Zauber in die Welt von demjenigen Menschen. Und somit wünsche ich dir ganz eine gute Zeit. Danke vielmals fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.